Kampagne, die ich leben können, das vielleicht ein Slogan, also dann möglich letztlich zu leben, natürlich nicht, also letztlich als selbstverständlich nach immer kein Armenhaus mehr. Lützeburg ist aber ein reiches Land, wo es eine große Partie von der Bevölkerung, wo eine große Partie von der Bevölkerung nach weiteren Schwierigkeiten wird, für in Vertrauen zu kommen, obwohl also nur die Partie von der Bevölkerung auch schafft. Das nicht nur eine Kampagne für zu erinnern, dass es dann eben immer mehr Bürger gegen Absolution kann, die an diesem Lützeburg nicht dezent können leben. Aber das nicht immer auch für uns zu kommen, mit das auch für eine neue Proposen zu machen, die in einem neuen Land relativ schnell nicht umsetzen. Wir stellen aber fest, dass in einem Land wie Lützeburg, wo sich wirtschaftsliberale Parteien an der Chambre sitzen, wenn eine Stimme muss gehen. Das ist die Link, die gegen diesen wirtschaftsliberalen Strom durchmengen weder der Juncker nach der SAP sich in letzter Zeit um den Wohlstand von der Leute am Land bekümmert, wird ganz am Gegenteil. Wir sehen nach die Regierung daran erinnern, dass Lützeburg schon immensen riesigen Tod verloren wird. Wir sehen das Regierung daran erinnern, dass ein Tod für jungen Armen Arbeiter von 4 und 15% geklommen, dass das in den Zwillen, die zwischen 2003 und 2005 ich habe gesehen, wir können davon ausgehen, dass die Lage so schnell verbessert wird. Wir sehen wunderbar, dass in Umgebung atypischen Arbeitskontrakte, also Kurzzeitkontrakte, CDD, wenn es Lützburg immer mehr reich ging, dass man was den Bassalär horaire anbelangt, dass man just von der Griechenland sehen. So, Lützburg, das geht auch im Haus. Viele Leute leben immer mehr schwer. Und wir werden dafür einfach die Forderungen aufstellen. Dafür fördert man zum Beispiel auch, dass der Mindestlohn erreicht wird, dass er noch endlich über Darmutsgrenze allein, wenn zur Zeit nicht der Fall ist. Zuletzt besprechen wir nicht an der Schumasch oder an der RNG zu sehen, wie Schwierigkeiten zu haben, für die Rat über Tronnen zu kommen. Das kann ich noch ganz einfach das sehen, weil den Working Poor nennt, das zuletzt auch immer mehr Usus. Aber dafür gerade an dieser Zeit, gerade an dieser Krisenzeit, diese schon umbaut, sind wir der Meinung, dass der Bedarf muss länger Mindestlohn erhöhen, das natürlich auch sowieso schlussendlich mit Wirtschaft hochgehoben ist. David schon angedeutet wird, dass die High-Content, die wir führen, die natürlich zu den Oppositionen droht, die wir auch früher schon ausgeschafft haben, deutlich gemacht haben, auch eine Antwort als auf den bedenkliche Slogan, den man lohnt können von der selektiver Sozialpolitik, bedenklich für Wert, für den Union Detailer anzugehen, wenn wir wirklich das Risiko gesehen, dass man von einer Logik, von einer solidarischen Gesellschaft, die prinzipiell auf gleiche Rechte beruht, rüberrutschen an eine Logik von Caritas, die ernst, die dann allmählich Zuchten von Bungen kriegen, die nach irgendwo über Tonnen zu kommen, weil sie nicht genug verdienen beispielsweise. 20% von der Kammerheit zu Lützeburg, das ist auch von den nächsten Touren an der Europäischen Union, 20% von allen Kammerlieren an Menagen, die ob oder immer der Armutsgrenze leiden, das bedeutet Lebenschancen von denen Kammern, was auch überdurchschnittlich als 10% überdurchschnittlich, nämlich immer der Europäischen Union, von denen nicht oder von denen 50. Also das kommt darüber nach, die Vergleiche muss ich natürlich vielleicht genau präzisieren. 10% von den Leuten, die eng fertig tun und sie schaffen, lohnunfähig leiden, oder immer der Armutsgrenze, dann sind wir 22% bei den Arbeitern, also bei Travailleurs manuell, das sind die Working Poor, von denen am angelsächsischen Ländern so geschlagen wird. Als ein Trag würde ich schon nicht draufleihen. Es sind sechs Steuerpunkte, Indexaufmaßungen komplett herstellen. Zweitens eine substanzielle Erhöhung vom Mindestlohn. Solange man die Texte auf Russland
drittens eine neue Beschäftigungspolitik für Schiedvereine sinnvoll beides zu beschaffen, viertens den Zugang zu den Grundgitter für Schiedvereine sicherstellen, also ein moderat Preis an Tarifpolitik von den Gitter bedeutet, fünftens als Sécurité sozial nicht auf mehr ausbauen, das heißt, um Gottes Willen keine Verlängerung von der Lebensarbeitszeit, mehr auf der anderen Seite aber Erhöhung vielleicht von den Patronatsbeiträgen, die lächerlich niedrig sind bei uns im Vergleich zu logischen Ländern. Sechstens eine Reform von unserem Steuersystem, nur dem Prinzip von der sozialen Verdelung der Kirche, also wo die höchsten Abkommen nach Medien deutlich mehr hoch besteuert, wie das im Moment der Fall ist, dass immer in den letzten Jahren an die andere Richtung gehen. Eine Indexanpassung ist keine Lohnerhöhung. Das ist eine Stabilisierung vom realen Lohn per rapport zur Geldentwicklung oder zur deutlichen Nachmachtversprechung. Das heißt, den Lohn nicht um den Index anpassen, das heißt, Euro aufsetzen. Zum Mindestlohn. Denn da wird schon beschrieben, dass bei uns ganz Highlight für den Mindestlohn schaffen, dass bei uns den Mindestlohn unter der Bremsgrenze liegt. Ich habe schon gesagt, den Grundteil von den Lohnabhängigen bei uns, also die 12 von den Lohnabhängigen, die ob der Armutsgrenze liegen, 10%, das hängt von den höchsten an der Europäischen Union. Den Mindestlohn leidet unter der Armutsgrenze. Die Armutsgrenze wird definiert durch 60% von medianen Einkommens, will ich aber nicht weiter ausführen, als Sie nur vorstellen. Die lag am Jahr 2006, muss ich aber sagen, dass dann aber Referenz auf das Jahr 2005, weil Statistiken nachkommen, lag die Armutsgrenze für eine Person bei uns bei 1480 € im Monat. Der Mindestlohn an demselben Jahr 2005 war an der Moyenne 470 € im Monat brutto, das ist also brutto schon unter der Armutsgrenze, netto um die 1240 €, da kann ich nicht schätzen, wie netto. Der Monat ist also 240 € unter der Armutsgrenze. Grundbedürfnisse erfüllen natürlich mit Taxen, zu denen wir weil so Slogan mehr nicht damit d'accord sind, die systematische Forderung von kostendeckenden Preise für öffentliche Dienstleistungen, das fängt dann am Wasser an und ich weiß nicht, wo dort bei der Schule. Oder vom Verursacherprinzip, den Oratoria travers umgewandt wird, am Fundol für Preise zu erheben, wo nie gefragt wird, wie das dann eigentlich die wirklichen Verursacher? Und wo nie gefragt wird, oder verdelungspolitischer, nie gefragt wird, oder Verdelungsauswirkungen, wann zu Lützeburg Vermögenssteuer aufgeschafft wird, wann zu Lützeburg der Spitzensteuersatz auf dem Abkommenshof gesagt wird, wann zu Lützeburg Besteuerung von den Betrieben aufgesagt wird, wie das an den letzten Jahren systematisch geschehen ist, aber gleichzeitig in Tarife, Preise für öffentliche Dienstleistungen oder öffentliche Güter erhöht, dann ist das eine Verdelung von innen nach oben manifestiert. Wir meinen, dass Steuerung eine Funktion für soziale Umverteilung hätten, nicht nur durch die sogenannten Transfers sociaux, das heißt von RMG und Steuerfinanzierung, sondern auch, weil mit Steuern, zum Beispiel eine höhere Progressivität für die Steuern, auch Service Public finanziert werden, zu denen Schiedverein Achse wird, auch von einem relativ kleinen Revenu wird. Also die Funktion sozial, das nicht nur mit Steuern Transfers sociaux am eigentlichen Sinn finanzieren, sondern auch Service Public finanzieren an verschiedenen Achsen.